Ich hatte die Ausstellung fertig, Bilderausstellung. Und in dieser Zeit, als ich gemalt habe ich sehr viel auch an den Texten gearbeitet und an den Songs gearbeitet für das neue Album. Und als die Ausstellung fertig war, hatte ich das erste Mal einen Moment lang Zeit zum Durchschnaufen und habe plötzlich gemerkt, dass Songs entstanden sind, die ich mich nicht mitnehmen möchte in den nächsten 2 oder 3 Jahren beschäftigen. Einfach, weil sie sehr stark geprägt waren vom Umstand, dass ich einen Freund in den Tod begleitet habe, der schwer krank war und das über Wochen und Monate. Und in dieser Zeit sind natürlich wahnsinnig viele wichtige und grosse Fragen auftaucht und ich habe probiert, für mich, meine Ängste und meine Trauer und meinen Irrsinn vom Leib zu schreiben und habe das so ungefiltert gemacht. Und dann bin ich plötzlich vor Songs gestanden, wo ich das Gefühl hatte, ich will mit denen gar nicht raus. Und ich will mich nicht mit dem konfrontieren, dass ich in den nächsten 2 oder 3 Jahren jeden Abend auf der Bühne in die Thematik hinein muss. Und dann musste ich der Band einen Brief schreiben und sagen, wir wollten eigentlich nach der Herbstferien anfangen, am Album zu arbeiten. Aber ich schiesse 8 Songs fort und ich muss quasi wie neu anfangen. Und das war so der Punkt. Es hat einfach eine blöde Verschiebung gegeben. Der ganze Terminplan, der ganze Kalender, die ganze Agenda ist einfach auf den Schnauz gefallen. Und ich bin wahnsinnig froh, dass man sehr nachsichtig mit mir ist umgegangen ist, dass die ganze Band das verstanden hat. Wenn wir jetzt vom Artwork reden, habe ich dort das alles umgesetzt, dort, wo es um das Leben geht, um Vergänglichkeit und so. Das habe ich zum Zeichnen habe ich mich gewagt. Einfach auf die Bühne will ich es nicht tun. Und es ist eine Art Totentanz geworden. Geburt bis zum Verwelken, bis im Herbst, wo die Blätter fallen. Und so ist einfach, ich glaube, inzwischen ist es auch fast ein 11 Meter langes Bild. Wo im Booklet zusammengefasst ins Leporello geht von, glaube ich, etwa 6 Meter. Die eine Seite zeigt das Leben, das erwacht, das in Bewegung kommt und langsam hinten raus verblüht. Und die Rückseite, Tag und Nacht, das ist nicht die dunkle Seite. Das ist, man sieht einfach auf einem ganz langen Streifen ein Universum und dort sind Texte drin. Und man hat das Gefühl, man schaut in den Himmel raus. Ich bin gespannt. Gell? Michi hat mir vorhin gesagt, er hat wirklich noch nachgeschärft. Ja, er hat nachgeschärft und es ist viel besser jetzt. Ja? Ja. Aber mir hat es schon vorher eigentlich stark gefunden. Ja. Mit der Schärfe kommt viel mehr raus, was ist Bleistift, was ist Pinsel, was ist Papier, was ist Farbe und so. Dass wir die ganze Grafik mit dem Dan machen, das haben wir eigentlich von Anfang an gewusst. Wir haben es beim letzten Album schon so gemacht, beim vorletzten auch schon. Und ich hatte mit ihm das erste Mal zu tun an der Bilderausstellung im Landesmuseum in Zürich im 2017. Dann haben wir das erste Mal so zusammen gearbeitet. Dan ist für mich ein sehr, sehr inspirierender Mensch, weil er so anders denkt. Weil er ein sehr fein, empfindsamer Mensch ist, der anders in die Welt hineinschaut als die meisten anderen Leute. Und er gibt mir immer irrsinnig gute Gedankenanstöße und mir auch immer wieder ein paar Sachen zeigen kann, die ich wahrscheinlich überschauen würde. Die Auswahl, hast du die Auswahl von dem Bild innen am Vinyl, hast du das auch angeschaut? Das habe ich auch angeschaut. Findest du das auch das Beste von allen bis jetzt? Hast du auch gut gefunden? Ja. Umso besser. Ich bin der Dan Jakob, ich mache Ausstellungen für Museen vor allem. Ich bin Szenograf. Ich verbinde so die grafischen und räumlichen Kompetenzen hier im Team Ochsner. Ich würde mal sagen, alles, was die Handschrift Bühne Huber hat, ist auch Bühne Huber. So. Und meine Aufgabe ist eigentlich, ein bisschen alles andere zu machen, ohne dass man sieht, dass wir das Zweite geschafft haben. Der Prozess ist ein gemeinsamer, aber es ist ganz klar, wer der Künstler ist. Weißt du, die Farbigkeit ist irgendwie gleich geblieben. Man sieht jetzt so. Weißt du nicht? Ja. Es ist ein bisschen, und es bekommt ein bisschen das mit dem Licht. Ja, der Dan ist auch einer, der sich
irgendwie auch von mir überraschen. Das finde ich auch schön. Weil das Artwork ist so entstanden, ich habe einen Rotkabis gekauft und habe den überbrüht. Und dann ist es unglaublich intensives, so ein Violett da gewesen. Und ich dachte, mit dem kann man sicher malen. Und so und dann bin ich plötzlich so in eine wahnsinnige so eine Forscherwelt hineingekommen und habe angefangen zu malen, angefangen zu zeichnen. Und weil ich ja eigentlich den Vergleich behalten und immer ersichtlich haben, habe ich die Blätter zusammengeklebt, habe immer das Nächste angehängt und weitergefahren. Und plötzlich ist das einfach ist es 11 Meter gewesen, oder? Und ich habe immer wie mehr von Technik reinweben, andere Technik brauchen und so. Und dann hat es das lange Bild gegeben. Und nachher habe ich aber eigentlich nur zum Spass am Dan gesagt, ich bin dran, ein Booklet, das ist 11 Meter lang und gibt ein Leporello. Aber ich habe nur einen Witz gemacht, oder? Und in solchen Momenten ist dann der Dan der sagt, ja, aber das ist es. Und ist daher gekommen, wir haben es angefangen, haben angeschaut und so. Genau, also der erste Moment von, hey, du hast in dem Prozess von dem Album ist das Bild entstanden und das hat eine Länge, das hat eine Tiefe. Das ist jetzt auch während der ganzen letzten Monate ist das immer noch weiter gewachsen, weiter entstanden, verfeinert worden, technisch. Die Bühne hat sich da von links nach rechts, nach links nach rechts geschaffen. Und das ist wahnsinnig spannend, dürfen so nah dabei sein und zu sehen, wie das wächst, Teil sein von dem Prozess, wie das Bild am Anfang ausgesehen hat, wie es jetzt aussieht und wie all die Themen, die so eine Albumproduktion begleiten, irgendwie in dem Bild Platz gefunden haben. So, das ist schön, das so als Gesamtwerk entstehen zu sehen. So. Jetzt von hier anfangen. Nein, ich finde es nicht schlecht. Weil es fängt hier an mit dem Universum. Das ist der Prolog. Ich finde, es geht super auf, auch mit der... Im Text? Ja, und wo die Männchen und Pilze und wo die Sachen sind. Ich finde, es geht wirklich super auf. Ein zweiter Teil ist quasi der technische Aspekt, ist dann die Werke, wie zum Beispiel ein 9 Meter langes Bild, so in eine Form zu bringen für eine CD als Artwork, dass man das in den Laden bringt. Sprich, jetzt haben wir uns entschieden, dass wir ein Leporello machen, so ein Faltbüchli eigentlich, wo dann nicht ganz auf 9, aber etwa auf 6 Meter kommt. Und ich freue mich jetzt schon sehr darauf. Oftmals kenne ich den Termin gar nicht so genau, wenn es wirklich im Laden steht. Und laufe dann irgendwann per Zufall mal dran an. Und dann ist es so, jetzt ist es da. Und dann geht irgendwie etwas auf und es ist auch etwas fertig. So. Das ist echt ein schöner Moment, wo wir dann oft auch nochmal Kontakt haben. So. Ich hoffe natürlich, dass Leute, wenn sie so ein Vinyl in den Fingern haben oder wenn sie so ein Booklet in den Fingern haben, auch den Spirit spüren, dass wir nicht einfach Geld verdienen oder uns irgendwie multiplizieren in den Verkäufen, sondern dass es eine Stil- und eine Haltungsfrage ist und dass es etwas ist, was wir auch schön finden am Leben, ein bisschen weiter zu gehen als das, was eigentlich gerade so ist. Aber dass es einmal ermöglicht wird, dass man ein 6 Meter langes Leporello machen kann als Booklet, dass wir etwas sorgfältig Hergestelltes an die Leute weitergeben können, die sie möglicherweise nicht kaufen, weil Musik anders gehört wird. Aber dass man dort sorgfältig etwas umsetzen kann, das ist schon viel wert. Das hat viel mit einem selber zu tun, dass wir uns im Spiegel können, uns anschauen mit Respekt und sagen, wir machen immer noch ganz super, feines, schönes Handwerk. Auf allen Ebenen. Und das ist mir wichtig. Ich mag nicht anfangen zu schludern, weil die Welt schludrig wird.